Meinst nicht, dass wir es ein bisschen länger machen sollten? Aber geh, schließlich muss man doch von deinen Füßen auch was sehen. Die sind doch schön gewachsen. Auch jeder kann zuschauen. Nein, nicht jeder. Ja, ich weiß schon. Nur der Sepp, gell? Ja. Du wärst die schönste Braut, die unser Pfarrer in den letzten Jahren zusammengegeben hat. Geh. Nein, Maria, soweit wie du mit deinem Sepp bist, möchte ich mit meinem Toni auch schon sein. Aber du weißt das ja, was ich für ein Gefreck mit ihm hab. Warum hast du denn auch den widerspenstigsten im ganzen Gei ausgesucht? Ja, widerspenstig, das ist er. Wie ein Pferd, das sich nicht einfangen lässt. Dabei da der meine Dressur bestimmt nicht schon. Nein. Naja, ich hoffe, dass er sich eines Tages doch noch einfangen lässt. So, lass dich mal anschauen. Gut, jetzt kannst du es wieder ausziehen. So. Hast ihn gern, gell? Ja, ich mag ihn. Ach, und dann tut er mir auch wieder leid. Er haust drüben in Rottmus ganz allein in der alten Hütten. Wie ein Fuchs in seinem Fuchsbau. Immer wenn er von der Holzarbeit heimkommt, dann ist niemand da, der ums Essen herrichtet und sich um ihn kümmert. Ja, und was tut er? Er geht ins Wirtshaus oder hat er andere? Ach was, red mal lieber von dir. Du, in 4 Wochen heiratst. Jesus, ich freue mich schon so auf den Tag. Bei dir wird's eines Tages auch so weit sein, Moni. Du sag, wie lang kennt ihr jetzt, Maria? Genau 4 Jahre, 8 Monate und 3 Tage. Was? Nachher hat er sich vor mir hingestellt, hat einen Hut in der Hand gehabt und hat zum Stottern angefangen. Maria, hat er gesagt, Maria, jetzt war's an der Zeit. Hättest nicht Lust, meine Bäuerin zu werden? Mein Moni, als Frau musst du Geduld haben. Ja, genau. Hey, Basti, sag mal, wie lange stehst denn du schon da? Ich bin gerade erst gekommen. So, da geh halt rein, halt ein Hallo drin. Ja, mach ich noch. Der graue Basti ist wieder mal da. Mein Moni, jetzt wird's lustig. Und lustig sein, das können wir in unserem verliebten Zustand gut brauchen. Ja, geh weiter, Basti. Danke schön. Grüß dich gut. Grüß dich. Grüß dich. Löst uns dann auf. Ja, aber das glaubst du mir ja was. So, jetzt passt's auf. Grüß Gott, grüß den Gott, dieser Gruß ist Gebot im bayerischen Land. Drum grüß den Gott miteinander. Jedes Jahr ein paar Mal kommt der Bast her ins Tal. Ich komm weit umeinander im bayerischen Land und die Leute sagen auf mich, der Bast ist ein Genie. Für jeden Mann, für je 2 hat der Bast bloß dabei. Brauchst ein Gewand, Strümpf und Schuhe und was drin steckt dazu. Für der Bayerin oder der Bauer, der Basti ist auf der Lauer. Auch für Knecht und die Dirn gibt's nicht bloß Nadel und Zwirn. Wenn's krank bist, wär's gesund, denn der Basti ist ein Hund. Für Potenzer Medizin und für einen Kindersegen ist was drin. Aber jetzt, was ist das? Jetzt fehlt mein Therese ein gutes Essen und ein Bett. Mehr brauch ich jetzt nicht. Für mein Therese Speis und Trank sag ich ein Herrgott, Gott sei Dank. So, und jetzt kriegst du ein Schnapsal. Ein Schnapsal, wunderbar. So, da geh her. Den hast du jetzt redlich verdient. Ja, ein Schnaps verdient sich der Basti immer redlich. Ja, aber nicht durch die Fensterguckerei, gell? Oh, das ist ja ein wunderschönes Gewand, gell? Schon, gell? Mein Lieber. Ja, für eine noch schönere Braut. Du kannst schon längst eine haben, Basti. Ja, Kinder schon. Aber mich tue ich nicht.
Weil dadurch unterscheide ich mich vom Affen. Gib den Schnaps wieder her. Warum? Ja, weil du die Ehemänner als Affen hinstellst. Nicht alle, Maria, nein. Der Sepp wird bestimmt einmal ganz anders. Ja, das möchte ich mir auch ausbitten, gell? Da, trink auf meinen künftigen Ehestand. Mach ich. Also dann auf dein Spezifizielles, wie der feine Herr zu sagen pflegen tät. Soll es glücklich werden mit dem ältesten Angermeierbuben. Und Kinder soll es kriegen, wir sind am Meer. Prost. Sag, Basti, wo kommst du denn her? Ja, weit her, ich war heute schon in Grüßenau. Ja. Okay, Maria, auf einem Fuß steht mir schlecht. Mama wünscht dir, du hättest 4, gell? Ja, manchmal darf ich mir wünschen, ich war 1000 Füßler. Also, vergeht's gut und noch einmal Prost. Prost. Geh weiter, Moni, geh mal in meine Kammer. Und du, Basti, du ruhst dich aus. Die Teres soll dir nachher eine schöne Brotzeit her. Das ist gut. Mich wundert's ja, dass die Teres noch nicht da ist, wo doch der Basti gekommen ist. Warte mal, wenn sich die Damen vielleicht gleich mein Geschäft anschauen wollen, für euch habe ich nämlich auch wieder was dabei. Aha. Magst du zum Schnaps dazu auch noch was aus deiner Kollektion da loswerden? Nein, rein zur unverbindlichen Ansicht, wie der feine Herr zu sagen pflegen tät. Schaut's her, kostet nicht viel und macht der Freude. Da haben wir zum Beispiel ein Parfüm à la Française. Französisch? Ja, ja, nix, ne? Pass auf, dann hätte ich noch ein paar schöne Hosenträger. Made in Germania. Wir zeigen mal, ja, das ist nix da. Schauen wir mal da. Gell? Ah, so. Das braucht ihr nicht, gell? Aber, Maria, für dich habe ich was dabei. So. Ein Wundertrankerl, sage ich dir. Du, einen Esslöffel voll von dem vor dem Schlafengehen eingenommen, gibt einem Burm 8 Pfund Schwarz. Pass auf. Und dann haben wir noch eins, von dem da einen Esslöffel voll vor dem Schlafengehen eingenommen, gibt Zwilling. Garantiert. 7 Pfund schwer. Wie du das wünscht. Du wärst meiner sein. Basti, lauter so eine wie die und es gibt von der Früh bis auf Nacht nix wird's lachen. Also demnach kauft's mir nix ab. Bist du nur ein wenig da? Ja. Und wer weiß, vielleicht braucht ja die Teres was. Oh, die Teres, geh. Die Teres braucht einen Mann. Und keinen solchen hab ich nicht. Was hab ich zuerst gehört? In 4 Wochen heiratst du. Ja, bist auch Eiglung, Basti. Ja, da komm ich da. Freilich. Geh weiter, Moni, reden wir noch wegen der Schürzen, gell? Weißt du? Bist ja nur eine Zeit da, Basti. Ja. So. Jetzt pass auf. Nein, Sebastian Scheuchelreiter, reiß dich zusammen, kriegst noch genug davon. Oh. Ha, da schau her. Der Herr Scheuchelreiter hat sich wieder mal zu uns verlaufen. Ja, grüß dich Gott, Theresia Gundelfinger. Weißt du, ich bin gerade, wie der feine Herr zu sagen pflegen tät, geschäftlich unterwegs, nicht wahr? Und da habe ich mir gedacht, sagst du mal allseits recht schönen guten Tag. Bricht da bloß keine Verzierung ab. Hä? In meine Augen bist du nie ein feiner Herr, Na klar. sondern höchstens ein nichtsnutziges Mannsbild, Ach so. was sich nicht schämt, den lieben Gott den Tag wegzustellen und Kleid auszuschmieren. Also jetzt hörst du aber auf, Therese, gell? So wie es bei du hinstellst, das sei wieder nicht. Ich meine, ich gebe ja zu, dass ich manchmal leider ein wenig ausschmier, gell? Aber unserem Herrgott habe ich noch nie was gestohlen. Nein. Ja, meine Therese, weißt schon, der Mensch ist nur kurze Zeit auf der Welt, nicht? Und die Zeit muss er ausnützen. Heiraten hättest du sollen. Nein, das darf mir nicht gut. Weißt du, da hätte ich jeden Tag einen Regentag. Regen bringt Segen. Ja, und zu viel Regen bringt Ärger und Kummer. Ich werd dir schon sagen, was du bist. Ein ganz Tu ein. nicht schimpfen, Therese. Frag mich lieber, ob ich schon ein Nachtquartier hab. Ja, und ob ich nicht einen Hunger hab. Schau, Basti, alles kannst haben, Ja. wenn's endlich von der Straße wegkommst. Ein schönes Bett, eine warme Stube, was Gutes zum Essen Und ein Weiberl, das mir wie ein Hofhund am Ketten legen darf, gell? du, schon darfst du gewiss nicht. Ja, und immer schön Wow-Wow machen. Und aufpassen, dass am Weiberl nichts passiert, gell? Und fleißig arbeiten. Um Gottes Willen. Ein Pfennig auf den anderen legen, jeden Sonntag in die Kirchen gehen Ja, das Wirtshaus meiden. und Zweiberl nie ärgern und ein Leben lang treu bleiben. Schrecklich.
Da darf ja ich eingehen wie ein Fuchs hier ein Steckerl im finsteren Keller. Du, das... Bei dir ist ja Hopfen und Malz verloren. Ja. Ja, dann bleib halt auf der Straße, du. Ja. Du Dogdieb, du. Na. Du. Schuhbandeldepp. Also Theresia Gundelfinger, keine Beleidigungen, gell? Wie der feine Herr zu sagen pflegen tät, das verbiete ich mir. Bitte, ich muss ja nicht da bleiben. Ich krieg überall ein Nachtquartier und was zum Essen. Der Sebastian Scheuchelreiter ist überall willkommen. Merkt ihr das? Basti. Was denn? Ekelhafter Kerl. Jetzt bleib halt. Du hast mich beleidigt, ich gehe hierher. Jetzt mach halt keinen Blödsinn. Ich hab's doch nicht so gemeint. Basti, ich will doch nur dein Bestes. Ja, das sagst du jetzt. Aber zuerst hast du mich einen Schuhbeintel-Deppen geheißen. Gell? Und das kränkt mich. Also, Ich nimm den Deppen zurück. bleibt da wie nur Schuhbeintel. Und ich bin kein Schuhbeintel. Hey, jetzt stell dich halt nicht da oder so. Ja. Also gut. Meinetwegen nehme ich Schuhbandel auch noch zurück. Basti, du kriegst ein Nachtquartier. Und was Gutes zum Essen. Ja? Ja. Dann bleib ich. Also, Teres, wie der feine Herr zu sagen pflegen tät, ich danke dir für deine Einladung, gell? Ja, bitte. Und jetzt kannst du mir einen Schnaps bringen. Ja, na, halt nicht von da. Den guten aus dem Schrank. Hast du schon was getrunken heute? Eigentlich keinen Tropfen. Dann ist gut. Dann kriegst du einen. Vielleicht auch 2? Meinetwegen, Basti. Heute bin ich nicht so. Heute kannst du alles von mir kriegen. Das Nachtquartier gelangt mir uns Essen. Und der Schnaps da. Also auf dein Wohl, Teres. Prost, Basti. Lass dir nur schmecken. Ah, der läuft runter wie Öl. Ja, Teres, als ich in dieses Haus hereingekommen bin, da hab ja ich festgestellt, hier handelt es sich um ein Hochzeitshaus. Ja, in 4 Wochen wer geheiratet. Basti! Was ist denn? Doch nicht wir 2. Sepp und die Maria hab ich gemeint, nicht? Ach so, das meinst. Ja, das stimmt. In 4 Wochen heiraten sie. Ja, der Sepp ist ein ordentlicher Bursch. Maria kann schon froh sein, dass sie ihn kriegt. Ja. Ja, du, und wer ist nachher das? Bleiben Sie da oder ziehen Sie einen Angermeierhof rüber? Ich hab gehört, dass er lieber auf dem Angermeierhof bleiben darf. Aber die Maria meint, dass den einmal der Christian, sein jüngerer Bruder, übernehmen kann. Ja. Naja, wenn die Alten übergeben. Aber das ist ja noch lang hin. Also 2 Hef. Da siehst du das einmal, wie der Teres. Der eine hat gar nichts, nicht? Und der andere hat's gleich doppelt. Ja, du, und wie ist jetzt das? Meinst du, dass die Maria umsiedelt? Ich glaub, sie siedelt um. Das war gar nicht dumm. Und der Hof wird dann verkauft, oder? Na, das glaube ich nicht. Hm? Es werden doch einmal Kinder kommen. Ja, und die müssen, wenn sie aus dem Nest schlüpfen, auch was kriegen. Aber uns zwar geht das gar nicht so. Ich bin da nur die Haushälterin und tue meine gewohnte Pflicht und nichts anderes. Ich werde schon sehen, wer der Herr wird am Hof. Vielleicht erlebe ich es noch. Ja, recht hast, Teres. Glauben muss der Mensch, dadurch unterscheidet er sich vom Affen. Und ich glaube an dich. Ja. Und darum glaube ich auch, dass du mir jetzt noch einen Schnaps einschenkst. Und dann gibt mir noch was Schönes zum Essen. Und der Sebastian Scheuchelreiter ist mit seinem Tagewerk vollauf zufrieden. Ja. Prost. Prost. Rein. Grüß euch, gut beieinander. Ja. Grüß dich, Toni. Du bist es. Suchst deinen Freund den Sepp? Der ist nicht da. Nicht da? Wo ist er denn? Beim Totenkirchel drum. Mit dem Christian beim Holzschlag. Kinderheindl zur Maria. Kann schon sein. Kommt ja, wie sich's für einen anständigen Bräutigam erkehrt, fast jeden Abend zu seiner Braut. Jetzt komm, Basti. Jetzt kriegst du was zum Essen in der Ja, Küche. riecht mir's her, Teres, ich komm gleich nach. Ich hab mit dem Toni noch was zum Diskurieren, weißt du. Wüsst wirklich nicht, was er mit dem da zum Diskurieren hätt. Hexensüberlumperei. Jetzt schleich dich, du Küchenbolzen. Küchenbolzen. Das will man hört haben, gell? Verschwind!
Mir scheint, die Teres hat was gegen die, hä? Das zwickt mich nicht. Wahrscheinlich hat's was dagegen, dass ich mit Sepp befreundet bin. Und da kann sie es nicht leiden, weil ich ja meistens die Meinung sag. Holzklotz hat's neulich zu mir gesagt. Womit sie, wie der feine Herr zu sagen pflegen tät, gar nicht einmal so Unrecht hat. Also, Basti, was möchtest du mit mir reden? Warte mal. Geht schon. Du, Toni, pass auf. Hast nicht einmal wieder ein Hirschbratei für mich? Du, ich hätte solch einen Klusten auf ein Hirschbratei. Halt dein Mai! Es kann da ein Stückchen Glamsfleisch sein, wenn's halt nicht zu zart ist. Du gell? sollst dein Mai halten, hab ich gesagt. Du, ich tat das Bratei diesmal mit einem neuen Hämmer zahlen. Ich mein, Brauer kannst du schon lang machen. Himmel, Herrschaftszeiten, jetzt halt dein Mais sonst hau da nicht drauf, dann wird der Appetit aufs Bratei schon vergehen. Also, du bist wirklich ein grober Holzklotz. Ein saugrober sogar. Es geht nix im Augenblick. Hä? Die Jäger sind am Berg. Es ist Schusszeit für die Gamsen. Ja, dann verstehst du schon, ja. Ja, aber Toni, wenn's wieder einmal aufgehst ins Revier, gell, und wenn's Pixel genallt hat, denkst du an mich wegen am Bratei. Ich vergiss dich schon nicht. Jetzt fahr an der Bock her. Kriegst du. Da schau her. Als Anzahlung aufs Bratei, gell? Und jetzt geh ich zur Teres, weil mir kracht der Magen vor lauter Hunger. Du, Toni, die Moni ist doch ein blitzsauberes Mädel, hä? Also, mich hat's gefreien, wenn's bald unter die Hauen kann, hä? Jetzt verschwind, du alter Kuppler, du. Ja, gut, bist schon dahin. Vierte. Schaffzeiten nochmal nicht. Hoffentlich lasst es heute bleiben. Also, es bleibt nachher bei der Länge, gell? Ja. Machst du es in der Hüfte ein bisschen enger, nachher passt's. Grüß euch. Grüß dich. Ja, Toni. Ich hab mir gedacht, der Sepp war vielleicht da. Na, der ist heute in der Früh mit dem Christian zum Totenkircheln auf. Ah ja, ich weiß. Holzschloss. Ja, Therese hat mir schon gesagt, ja. Wolltest du was vom Sepp? Ja, weißt du, das Forstamt von Robmoos hat ein billiges Papierholz ausgeschrieben und da haben wir gedacht, der Sepp kann vielleicht vor der Hochzeit nur ein gutes Geschäft machen. Findest du ihn heute Abend bei mir da? Na, kannst du es ihm sagen. Ja. Moni, machst das Kleidel fertig, gell? Ja, Maria. In 3 Tagen bringe ich das, gell? Gut. Und ich werde jetzt einmal nachschauen, dass der Basti nicht verhungert. Oh, sauber. Nobel, sag ich. Ja. Kommst du auch zur Hochzeit? Das ist doch klar, der Sepp ist mein bester Freund. Da ist doch logisch, dass ich dabei sein muss, wenn er heiratet. Wirst du dann schon ein wenig ordentlicher herrichten, oder? Wie meinst du denn das? Toni, du schaust wieder aus wie ein Reiberhauptmann. Das Hemd, das tragst du wahrscheinlich schon wochenlang. Und das Rasiermesser hast du auch verlegt, gell? Was geht denn das dir an? Das geht mich schon was an. Ich will nicht haben, dass du in deinem Fuchsbau verludest und verkommst. Und da dein Hemd. Also, dass du nicht schamst, Toni. Du tust doch gerade so, als hättest du noch eins. Eins hab ich noch, ein sauberes, ja. Aber das muss ich aufheben für einen Sepp seine Hochzeit. Ja, die anderen zwei, die hat mir die Kuh von der Leine gefressen. Also, du bist wirklich ein armer Teufel. Du tust mir leid. Ja. Du, sag einmal, Toni. Das mit dem Papierholz, das war doch gelungen. Maria hat's da geglaubt. Ich nicht. Ich weiß genau, warum du dahergekommen bist. Tja, du weißt das. Na, sag's halt. Den Sepp wolltest du wieder zu einer Lumperei überreden. Zum Wildern willst du wieder mit ihm gehen. Juckt's dich wieder. Musst wieder rauf auf den Berg und kinderst du hoch. Der Staat, wenn uns jemand hört. Toni, hör mir gut zu. Du wirst den Sepp in Ruhe lassen. Du darfst ihn nicht mehr zum Wildern überreden. Kein Mensch tut das. Er geht selber. Ja, die heimliche Jägerei, die liegt ihm so im Blut wie mir. Darum sind wir auch gute Freunde geworden. Dann red's ihm aus, Toni. Der Sepp, der heiratet in 4 Wochen, sieht halt eines Tages tot unglücklich werden. Sowas darf er der Maria nicht antun. Hast du der Maria was gesagt? Kein Wort, ich schwör's. Maria weiß nicht, was der Sepp für einer ist. Weil wenn sie's wüsste, Dann wisst ihr es nur von dir. Monika, ich rate das nicht. Ich sag nix, Toni. Ich halt mein Versprechen, das ich dir damals gegeben hab. Du weißt das doch noch. Weißt das noch? Ja, freilich weiß ich's noch. Ja. Dann denk auch, du wirst vor 2 Jahren beieinander warst. Todkrank. Und im Fieber hast du mir damals alles verraten, was du an Lumpereien auf dem Kerbholz hast. Ich hab dich gesund gepflegt damals. Ich hab mich nicht darum gekümmert, dass die Leute über mich geredet haben. Ich hab's niemandem gesagt, dass du die Jagerkugel allein aus dem Fuß rausgeschnitten hast und dabei einer kaputt gegangen wärst. Ich hab dich bitte, dass du das Wildern sein lässt. Und du? Du hast es mir hoch und heilig versprochen, ein anderer Mensch zu werden. Weißt du das noch, Toni? Weißt du das noch oder hast du es schon vergessen? Nix hab ich vergessen.
Aber ich lass mich von dir nicht rumkommandieren. Rumkommandieren nennst du das? Nur weil ich in Sorge um dich bin und dir deine unzählige Leidenschaft ausreden will. Ich war doch schon lange nicht mehr. Du weißt schon wo. Ja, ich bin ja nur gekommen, um einen Sepp zu warnen, dass er das Pirschen sein lassen soll. Die Jäger sind am Berg und schießen Gamsen ab. Heute in der Früh ist der junge Wengenrot mit 2 Herrische aufs Kogeljochen aufgestiegen. Gerade da auf wollte der Sepp heute auch und einen schweren Gamsbock schießen. Jesus Maria. Ja, hoffentlich geht er erst auf die Nacht auf. Drum bin ich gekommen. Wollte schauen, ob der Sepp noch da ist. So deshalb. Tu ich dann nichts für ungut, dass ich vorhin so grob zu dir war. Du weißt das doch, was meine größte Sorge ist, Toni. Ja, freilich weiß es. Aber du kümmerst in der letzten Zeit überhaupt ein bisschen zu viel um mich. Ich taug zum Heiraten genauso wenig wie der Kramerbasti. Ich pack's jetzt wieder. Sagst der Maria einen schönen Gruß, ich komm auf die Nacht, wenn der Sepp wieder da ist. Toni, wart. Wir haben den gleichen Weg. Grüß euch Gott, miteinander. Servus, Christian. Grüß dich, oh Christian. Bist du allein? Moni, geh schon mal voraus, ich komm gleich noch. Ja, ich soll der Maria vom Sepp was ausrichten. Was denn? Geh zu und wart draußen auf mich. Ja, komm. Wo ist denn die Maria? In der Küche bei den anderen. Der Basti ist auch da. Ist er unblieben. Ja, mitten unter der Arbeit hat's ihn wieder packt, weil so ein saubläder Rehbock über die Lichtung gesprungen ist. Ja, da war's natürlich ganz aus. Ich hab am Sepp zugeredet wie einer kranken Kuh, aber es war nicht mit ihm zu reden. Jetzt soll ich der Maria ausrichten, dass er heute nicht kommen kann. Ich weiß noch gar nicht, was ich ihr sagen soll. Wo ist er denn hin? Ja, zum Kogeljoch ist er auf. Ja, ein schwerer Gamsbock soll drum stehen. Scheißdreck, verdammter. Gifts dich, weil du nicht dabei sein kannst. Red nicht so blöd daher. Ich wollte den Sepp warnen, dass er das Pirschen sein lassen soll. Die Jäger sind am Berg. Was? Ja, heute in der Früh ist der junge Wengenrot mit 2 Herrische aufs Kogeljochen aufgestiegen. Gerade der schärfste Hund vom ganzen Gei. Ja, bist sicher? Ja, wenn ich das sag. Ich hab's doch gesehen, wie es losmarschiert sind. Vorn Rot, der Wengenrot. Der depperte Hund, der depperte. Ein Frischling von der Forstschule. Und gerade der hat ihn auf müssen. Gerade der. Ich hab's am Sepp ausreden wollen, aber du kennst ja meinen Bruder. Als Wildnis eine Hex, die freit. Dafür lasst du alles andere sausen. Hoffentlich passt er auf, mein Lieber. Ja, hoffentlich. Ja, du weißt das ja, wie es ist. Wenn's jetzt wo einen Gamsbock seht, dann ist er ja Verstand beim Teufel. Toni, ich bin in großer Sorge. Und wie soll ich der Maria beibringen, dass er heute nicht kommt? Ich sag's dir jetzt, er hat irgendwo hin müssen, vielleicht Gemeinderatssitzung oder so. Ja, Gemeinderatssitzung. Ja, willst du dir sagen, wo er hin ist? Ach, Schmarrn, das gab doch Feierabend da. Ja, na also. Nein, ich werde ja halt sagen, dass er noch mit auch hat müssen zum Graninger, wegen einer Holzsache. Ah, das ist nicht schlecht, das magst du, ja. Also, Christian, sagst den Sepp einen schönen Gruß, ich darf mich bei ihm wieder metten. Und sagst, ich schau wieder vorbei. Fertig. Jetzt bist du aber Statusschweine, wie du gehst. Solche Witze müssen wir nicht mehr hören. Also der ist gut, den muss ich mir jetzt merken. Jesus Christian, hast du mich erschreckt? Grüß dich, Maria. Grüß dich, schon Feierabend. Ja. Und der Sepp? Der Sepp, der kann heute nicht kommen. Er lässt ausrichten, dass er noch mal in den Au muss zum Graninger. So, zum Graninger. Ist das so was Wichtiges? Er hat's gesagt und dann wird's auch wohl stimmen. Da freut man sich den ganzen Tag. Aber was? Er wird schon wissen, warum er nicht kommt. Hast ihn ja dann ein ganz Leben lang, Maria. Und ein Leben? Das ist wirklich lang. Ich weiß, Christian. Und ich freue mich schon drauf. Auf das lange Leben mit deinem Bruder. Maria, ich wünsche euch von Herzen alles Glück. Der Tag, an dem ihr zwei heiratet, das wäre für mich ein großer Tag. Vierte Christian, grüß mir mein Sepp und er soll bald kommen. Jawohl, ich werde es ihm ausrichten. Maria, Ja? noch was zu dir. Im Vertrauen. Der Sepp, der hat ein paar Schwächen. Ja, auf die wirst du entweder mal Rücksicht nehmen müssen, oder du musst sie ihm abgewohnen. Was für Schwächen, Christian? Ja, eigentlich bloß eine. Vielleicht merkst du das ja bald. Vielleicht sagt er das ja bald selber. In jedem Fall musst du mit ihm viel Geduld haben.
Hast du mich verstanden, Maria? Nicht ganz. Naja, ist ja weiters nicht schlimm. Also dann, vierte nachher, zukünftige Schwägerin. Vierte, künftiger Schwager. Na. Du lieber Himmelvater. Ich bin nur ganz durcheinander. Es ist nicht zum Begreifen. Da geht so ein Jäger einfach her und da schießt einen jungen Menschen. Wo hinten noch dazu? Mit 4 Schuss. Ja, hat denn der Wengenrod Franz den Verstand verloren? Hat er den ganz vergessen, dass er einen Menschen vor sich hat? So ein Begräbnis war noch nie da. Alles war schwarz vor lauter Leid. 8 Trachtenvereine waren am Friedhof aufmarschiert. Und 3 Blaskapellen haben gespielt. Vom Grab war kaum was zum Singen, von lauter Blämen und Grinz. Und wir dann die Holzknechts Wutschützenlied gesungen haben, da ist kein Auge nicht trocken geblieben. Der arme Sepp. So schwer hat er bürsten müssen. Und für was? Für so einen lausigen Gamsbock. Ja, ist denn der Steckelwut schon mehr wert, als wir ein Menschenleben? Der Wengenrod Franz wird das nie verantworten können. Sein ganzes Leben nicht. Wer es denkt, Herres, den Wengenrod, dem passiert nichts. Den schützen die sogenannten Vorschriften. Wo ist er denn, der saubere Herr Jäger, ha? Fort, verschwunden, davongelaufen ist er. In der amtlichen Sprache, da sagt man natürlich anders. Dienstlich versetzt, heißt man's da. Ja. Es kommt vielleicht nur so weit, dass der Kerl noch eine Belobigung kriegt für seine Untat. In solchen Ämtern, da hat kein Gerät an den Augen aus. Da halten die alle zusammen und decken einander ab. Dann ist also der Sepp in die Augen von den Jäger ein Verbrecher. Ein Lump, der nichts Besseres verdient hat. Nicht mehr wert als wie eine Kugel? Eine, Therese. 4 hintereinander. Da hat der Jäger schon öfters draufhalten müssen, bis er umgefallen ist. Maria. Soll ich dir einen Kaffee machen, Maria?
Ist im Stall alles in Ordnung? Ich geh gleich nachschauen, Maria. Brauchst dich um nichts kümmern. Ruh dich nur aus. Bleib du da und muntert's ein bisschen auf. Was bin ich da für das Brautkleid schuldig? Aber Maria, was redst du denn da? Ich bin doch deine Freundin. Da ist doch klar, dass man sowas umsonst macht. Hast viel Arbeit gehabt mit dem Kleidl. Und Arbeit muss gezahlt werden. Maria, ich bitte dich, wach auf aus dem Leid. Find dich wieder zurecht und versuch, das Unglück zu vergessen. Vergessen? Da drum! Ich kann's nicht vergessen. Ich kann's einfach nicht. Du wärst, Maria. Über alles im Leben wächst einmal das Gras. Was geschehen ist, das hat unser Herrgott so wollen. Der Herrgott? Der Herrgott hat das nicht wollen! Du sollst nicht töten, hat er uns Menschen geboten. Und wer das Gebot übertritt, der ist und bleibt ein Mörder. Ja, ein Mörder. Mag er sich hinter seine Paragraphen verstecken, Mengen in die Dienstvorschriften schützen, er ist und bleibt ein Mörder. Ja, schon, Maria. Du hast recht. Aber der Sepp, der hat auch was Unrechts, du, Maria. Was hat der? Was Unrechts? Am Berg war er. Wui, dann sagt man jetzt, wenn ein Bauer in seinen Wald geht und das Wild schießt. Man stiehlt staatliches Eigentum, heißt dann. Die Gams, der Hirsch, der Rehbock, der Has, die werden höher gestellt wie ein Menschenleben. Ein Stückel Viech zum Schießen, das reicht aus, um einen Menschen umzubringen. Mein Sepp, der war viel weniger wert wie ein Reitiger, Gamsbock, ein Hirsch oder Rehbock. Und deswegen hat ihn der Jäger zusammengeschossen, einfach niederknallt. Wie ein Hund. Maria, reg dich nicht auf. Ich bitte dich, verrenn dich nicht in solche Gedanken. Wir begreifen sie alle nicht. Aber es ist geschehen, Maria. Wir weckern den Sepp nicht mehr auf, wenn wir über Schuld oder Unschuld streiten. Hast recht, Moni. Davor wird der Sepp nicht mehr lebendig. Er hat's überstanden. Mein Sepp. So, Maria. Und jetzt werd ich dir was sagen. Ich bin genauso traurig drum wie du. Und weißt warum? Weil der Toni dasselbe treibt, was der Sepp drin hat. Der Brucker-Toni. Genau der. Ein ganz schlimmer ist das, das kann ich dir verraten. Einer, der es überhaupt nicht sein lassen kann. Hopfen und Malz ist an dem verloren. Maria, ich hab's da oft sagen wollen, dass er derjenige ist, der den Sepp immer zum Wildern überredet hat. Aber recht viel über ihn hat's auch beim Sepp nicht gebraucht, wenn der Toni bei ihm angeklopft hat. Mit dem Toni? Ja. Die zwei sind die Schlimmsten in der Gegend. Einen richtigen Sport haben's draus gemacht. Du glaubst das nicht, Maria, was ich mit dem Toni schon alles erlebt hab. Du, sag's um Gottes Willen nicht weiter. Der Toni, wenn er erfährt, dass ich ihn bei dir verraten hab, dann hab ich nichts zum Lachen. Aber nein. Ich muss jetzt wieder gehen. Es wird Zeit. Geh nur. Und ich danke dir nochmal für deinen Beistand, Moni. Ich schau wieder rein bei dir, gell? Vielleicht schon am Abend. Und Maria, denk nicht so viel an das Unglück. Such dir schwere Arbeit. Das ist das beste Mittel, um drüber wegzukommen. Maria, ich mach jetzt einen Kaffee.
Magst du in der Stube oder in der Küche trinken? In der Küche. Ich zieh mich noch um. Ja. Moni, ist die schon heim? Teres, Ah, du bist das Basti. ist Maria schon daheim? Ja, Maria ist schon da. Komm doch einer. Ja, ich komm schon. Ja, lieber, ich kann dir sagen, so eine schöne und traurige Leiche habe ich noch nie erlebt. Wir wackeln jetzt ein Knie noch vor der Erschütterung. Du riechst ja nach Bier, Basti. Ja, das muss ja so sein, Teres. Wenn ich ein Bier trinke, kann ich nicht nach Petroleum riechen, oder? Kommst du also aus dem Wirtshaus? Feigrad. Ja, ich meine, ich war da noch länger hocken geblieben. Aber dann ist mir eingefallen, dass ihr zwei Weiberleute jetzt ganz allein daheim seid, nicht? Und wie der feine Herr zu sagen pflegen tät, ich hab's für meine Pflicht und Schuldigkeit gehalten, euch durch meine unwichtige Persönlichkeit ein bisschen aufzumuntern. Mein Basti, das war eine gute Idee. Ja. Was macht sie denn? Sie zieht sie um. Ach so. Sie ist vollkommen durcheinander. Schau mal, wir sind schon alle durcheinander. Du, beim Kirgelbrei hockst drinnen und schimpfst, dass die Wind wackeln. Am meisten der Brucker, Toni. Mit die Faust hat er den Tisch nicht gehauen und geschrien, das war Mord! Das dürfen wir uns nicht gefallen lassen. Der Wengenrot muss bestraft werden, hat er gesagt. Ja, und was sagen die Leute? Schau mal, ein paar sind dabei, die meinen, der Wengenrot war im Recht gewesen. Was? Ja, formal im Recht, wie der feine Herr zu sagen pflegen tät. Tja, aber der Sepp hat gewildert, Teres, das steht einmal fest. Er hat gewusst, dass das verboten ist und ist trotzdem hinauf. Ja, und wie der Wengenrot aufgefordert hat, er soll stehen bleiben, ist der Sepp wahnsinnig erschrocken. Hat sein Gewehr hochgerissen und auf den Wengenrot geschossen. Jesus Maria. Ja, dann hat er sein Gewehr weggeschmissen und ist davon, am Berg auf. So hat der junge Wengenrot wenigstens protokollarisch ausgesagt. Ja, um Gottes Willen, warum hat er denn dann dem Sepp nachgeschossen? Ja, er wollte ihn bloß im Fuß treffen, hat er gesagt. Dreimal soll er noch aufgefordert haben, den Sepp. Er soll stehen bleiben. Aber der Sepp in seiner Angst hat überhaupt nichts gehört und ist weiter. Ja, da ist dem Wengenrot natürlich das Blut in den Kopf gestiegen und der hat bloß noch rot gesehen. Dreimal hat er das Pixel noch krachen lassen. Ja, und beim vierten Schuss ist der Sepp dann auf der Strecke geblieben. Weitwund geschossen. Erledigt für alle Zeiten. Ich bitte, Basti, hör auf davon. Hast recht, Teres. Ist auch nichts für ein Frauenzimmer. Mei, bin ich froh, dass du da bist. Basti, bleibst du ein paar Tage bei mir? Bei dir? Teres, das schickt sich nicht, wie der feine Herr zu sagen pflegen tät. Ja, dann bleibst halt bei uns. Bei uns, schwache Frauen. Ja, weißt du, ich muss noch mal zum Kirgelbreien über. Da gibt's ein Freibier, weißt du, da darf ich nicht fehlen. Du, wir haben da ganz Tragelbier im Keller. Da kannst du trinken, so viel du magst. Wenn du nur da bleibst, Basti. Weißt, das Haus ist so unheimlich still. Also gut, dann bleibe ich halt. Ja, Basti. Hol mir das Bier aus dem Keller und richt mir was zum Essen. Alles kriegst, Basti. Alles, was du magst. Ja, geh weiter, Basti. Ja, komm. Ja, ich Komm. schon. Ja. Basti. Mei, war noch gerade im Wirtshaus geblieben. Depp. Bist schon wieder bei der Arbeit, Maria? Ja, Christian. Es geht alles weiter, wie es weitergehen muss. Maria, es hat uns alle schwer getroffen. Die Mutter ist zusammengebrochen und der Vater redet seit Tagen nichts mehr. Selbst sein Tod hat ein großes Loch in unserer Familie gerissen. In mein Leben auch, Christian. Ich weiß, Maria. Jeder bedauert die und ich die am meisten.
Ich bin weggegangen aus dem Wirtshaus. Die Leute hier immer zu viel. Reden immer nur um das Gleiche rum. Damit machen sie einen Sepp auch nicht mehr lebendig. Und das Unglück, das wird auch nicht kleiner. Aber die Gemeinheit, Christian, die Gemeinheit wächst mit jedem Wort und schreit zum Himmel. Ja. Ja, es war eine Gemeinheit. In unseren Augen. Die anderen, die schauen es anders an. Der Horst, der Jäger, hat das Recht dazu gehabt. Und du? Was sagst du dazu? Ich hab lang drüber nachgedacht, Maria. Das Recht, das hat der Staat. Das Gericht, die Jäger. Da lasst sich nicht dran rütteln. Du gibst dem Jägersburm recht? Nein, nicht einmal als Mensch, aber als Jäger. Als Jäger muss ich ihm Recht geben. Christian! Ja, versteht ihr denn immer noch nicht? Sagt ihr die Wahrheit wirklich noch nicht? Der Wengenroth ist im Recht gewesen. Ja, er hat's angewendet. Hart und unerbittlich, wie das Recht von jeher ist. Das letzte Mittel hat er angewendet, um das zu schützen, was er schützen soll. Der Sepp, mein Bruder, ist im Unrecht gewesen. Er hat was Verbotenes da. Er hat gegen das Gesetz verstoßen. Steht denn hinter einem reidigen Gamsbock das Gesetz? Und der Mensch, der den Gamsbock schießt, niedriger als das Viech? Ach, du redst wie alle, die nicht nachdenken wollen. Natürlich ist der Mensch 100-mal, 1000-mal mehr wert, als wird ein Gams oder ein Hirsch. Maria, wir leben nur deswegen in Frieden nebeneinander, weil uns die Gesetze schützen. So habe ich auch vorhin im Wirtshaus geredet, aber die haben mich nicht verstanden. Die haben mich alle niedergeschrien. Weil du für den Wengenroth geredet hast. Na, Maria, ja, es stimmt. Der Wengenroth, der hat das Gesetz zu hart angewendet. Viel zu hart, aber er hat doch nicht klar erkannt, was er tut. Hast du das die Leute im Wirtshaus so auseinandergesetzt? Ja, aber die haben mich nicht verstanden. Die sind über mich hergefallen. Der Toni am lautesten. Wenn ich nicht gegangen wäre, dann hätte es eine Schlägerei gegeben. Jawohl, der Schlagen hätten sie die. Mit Bierkriegeln hätten sie die erschlagen, wenn du nicht abgezogen warst, du Prediger für einen Jäger. Du bist schuld, dass mein Bruder auf eine solche Weise ums Leben gekommen ist. Du, Brucker Toni! Oha. Kommst mir jetzt von der Seite, ha? Wer hat den Sepp zu die Lumperei angehalten? Wer? Das gehört nicht daher, Christian. Woher sonst, Maria? Das war der Anfang vom End. Nimmst du viel raus, Angermeier? Ich weiß warum. Maria, mit dem ist der Sepp losgezogen. Der hat ihn nachts aus dem Bett rausgeholt. Der treibt vor alle am schlimmsten. Du bist schlauer als alle anderen und deswegen erwischen sie dich nicht, meinst. Aber eines Tages bist du dran. Wie jeder, der es nicht lassen kann. Du sag mal, möchtest du mich vielleicht bei die Jäger verpfeifen, ha? Du fangst dich schon selber. Hirte von mir, Bierschall da! Maria, Hirte von dem da! Schluss jetzt! Vergesst nicht, wo ihr seid. Unserem Jägerfreundl mag man meine Bratzen gar nicht trägen machen. Wir reden später weiter, wenn du wieder nüchtern bist. Da müsste das ja so ein Depp sein wie du, der nach 2 Maß bei anfängt, mit den Jägern zum Sympathisieren. Geh jetzt, Christian. Was ist denn da los? Gibt's noch ein Freibier beim Kirgel? Ja, gibt's noch. Wir reden uns anders mal aus. Ist mir nur recht, Christian Angermeier. Steht er jederzeit zur Verfügung. Was ist denn passiert? Warum habt ihr so rumgeschrien? Es kümmert euch nix. Geh in den Stall, Teres. Mägdzeit ist. Ich komm gleich noch. Was hast du denn gehabt mit dem Christian? Ja, geh zu, lauf ihm halt nach. Musst dir aber schicken, dass das Jägerfreundl noch erwischt. Oder du musst zur Teres in den Stall und der helfen. Ist das, wie der feine Herr zu sagen pflegen tät, ein Befehl? Wenn's magst, ja. Dann zu Befehl. Bin schon dahin. War sein Tod verdient, Toni? Oder nicht?
Ich weiß auf einmal nicht mehr. Mord war's. Hinterlistiger, hundsgemeiner Mord war's. Und was steht auf Mord? Du weißt es selber. Warum verteidigt der Christian einen Mörder von seinem Bruder? Weißt du das wirklich nicht? Wer ist jetzt Erbe am Angermeierhof? Na. Deshalb. Ja, deshalb. Maria, du brauchst jetzt einen Freund und der bin ich. Am selbst sein Blut schreit zum Himmel. Es verlangt Vergeltung. Du verstehst mich? Ein Wort von dir und der Jäger bierst, wie es gehört. Ich muss nur überlegen. Überleg's. Überleg's gut, Maria. Ich bin so allein jetzt, Toni. Das lässt sich ändern. Wenn's du willst, bin ich ab morgen der Knecht. Einverstanden? Maria, wenn's mir ein Stück begleitst, dann sag dir, was ich mir für den Jäger ausdenkt hab. Komm. So, das hätten wir. Ist Kaibe da? Ja, ein Stierlis. Aha. Was für ein Metzger? Ich hab der Maria gesagt, dass sie es aufziehen soll. Ach, hast du ihr das gesagt? Und was hat sie gesagt? Sie hat gesagt, sie werd's aufziehen, weil ich ihr gesagt hab, dass sie es aufziehen soll. Und dir sag ich jetzt, du bringst mir ein heißes Wasser. In der Küche so eins. Ja, mal, mir kommt vor, als hättest du was dagegen, weil ich der Maria da in der Wirtschaft helfe. Hast du das auch schon gespannt? Ich bin ja nicht blöd. Das nicht. Aber falsch bist. Ein ganz falscher 50er bist, dass ich auch nur sag, du, mit dir möchte ich nichts zum Tun haben. Du jetzt schleich dich, weil sonst kann's passieren, dass du auch nicht fängst. Das da dir gleich schauen. Eine Frau zu schlagen. Bloß weil du die Wahrheit nicht vertragen kannst. Hast mir noch gar nicht gesagt. Also komm, Teres, fang an. Mach aber den Maul ganz weit auf. Gut. Wenn's du willst. Monika hast sitzen lassen, du Bazi, du. Und es ist eine ganz große Gemeinheit von dir. Weil so ein Mädel kriegst du kein zweites Mal nimmer. Und verdienst das auch nicht. Du nicht. Da täuscht sich die Frau Theresia Gundelfinger aber gewaltig. Ich hab der Monika weder Hoffnungen noch Heiratsversprechungen gemacht. Ah, da schau her. Redst dich jetzt auf solch eine Weise raus, du Lump! Ich durchschau die Brocker. Ich schau durch die wie durch Glas und sieg alles. Geh weiter. Lass dir Eglosen. Ja, der Sepp ist tot. Kannst also auf seinen Platz aufrücken. Bist schon dabei, gell?
Aber es braucht nur seine Zeit, bis du die Maria rumgekriegt hast, stimmt's? Geht nicht so einfach, wie du dir das denkt hast. Therese, jetzt ist mir klar. Was? Du spinnst. Du bist mir gut so ordinär, als dass ich mich mit dir rumstreiten darf. Das ist mir nur recht. Was ist? Krieg ich jetzt mein heißes Wasser hergerichtet oder nicht, hä? Wow! Was gibt's zu lachen? Ah, die Therese hat komplett hergeredet. Einen falschen 50er hat's mir gegeben. Sie kann dich nicht leiden, das weißt. Das zwickt mich nicht. Wie geht's am Stirn? Sauft schon. Lass das. Du bist schön, Maria. Ich weiß selber, wie ich ausschaue. Maria, wenn ich dich so anschaue... Hör auf! Ich hab bloß einen gern gehabt und das war der Sepp. Wenn du mein Freund bleiben willst, dann redst du solches Zeug nimmer. Hast du mich verstanden? Ja, Und? Habt ihr schon rausgebracht, wo sie einen Wengenrot hinversetzt haben? nein, aber der Bast ist unterwegs. Er ist in Grisenau drüben und horcht drum, wo sie den Mengenrob Franz hinversetzt haben. Ich hab ihn hingeschickt, um das rausspionieren. Und er wird's rausfinden, das garantiert er. Und dann, Toni? Dann, Maria, Geschichte das, was ich dir und dem Sepp versprochen hab. Du tust das gewiss. Der Jäger stirbt auf die gleiche Weise, wie er den Sepp hat sterben lassen. Er stirbt, Maria. Ich schwör das nochmal. Dann ist ja gut. Maria, Ja? mein Lohn? Da reden wir drüber, wenn's geschehen ist. Maria, wie du mit dem Sepp beieinander gewesen bist, da warst du für mich unerreichbar. Da bist du für mich unantastbar gewesen. Jetzt ist der Sepp tot. Ich hab seinen Tod nicht wollen, das weißt du. Er war mein bester Freund. Wir haben oft von dir geredet, wenn wir drum waren. Und er hat gewusst, dass ich dich gern hab und er hat's auch verstanden. Jetzt, Maria, jetzt bist du frei. Jetzt brauche ich es von niemandem mehr verbergen. Jetzt kann ich dir sagen, wie gerne ich dich hab. Und Monika? Sie hat die damals gepflegt. Ach was. Ich war auch ohne ihre Hilfe wieder gesund worden. Ich stirb doch nicht so leicht an einer Kugel, die man selber vom Fuß rausschneiden kann. Ich brauch noch Zeit. Viel Zeit. Ich lasse dir, Maria, die Zeit. Was möchtest denn du da? Ich wollte nur mal schauen, wie du dich da so eingewohnt hast. Was geht denn das dir an? Ein bisschen was schon, Toni. Ah, möchtest du mich wieder daran erinnern, was du alles schon für mich da hast? Es kann nicht schon, wenn du dich gelegentlich daran erinnern darfst. Ich will dir was sagen, das kotzt mich bald an. Toni, das Dorf wundert sich, dass du jetzt bei der Maria als Knecht arbeitest. Gleich drehen sogar Nein, drüber. drehen voll, wenn der Tag lang ist. Lass reden. Der Sepp war mein bester Freund. Da ist doch ganz normal, dass ich der Maria in der Wirtschaft helfe. Passt da. Helfst dir auch mit guten Ratschlägen, gell? Das gehört wohl mit dazu. Oder wie meinst du denn das? Toni, was habt ihr vor? Was wir vorhaben? Du und Maria. Hast du da rumspioniert? Ich hab nicht spioniert. Aber ich hab da vorhin am Fenster was Also gehört. doch spioniert, hä? Hast du gehört, was wir geredet haben da herin? Jetzt wörtlos mitgekriegt. Du tust mir weh, Toni, lass mich aus. Eine Antwort möchte ich haben. Lass mich doch schon aus, du Grobian. Red! Ja, ich weiß alles. Was? Dass der Basti drüben in Grisenau rauskriegen sollte, wo sich der Wengenrod aufhält. Und dass du dem Sepp und der Maria geschworen hast, den Wengenrod umzubringen. Ja gut, dann war's das halt. Jawohl! Ich hab der Maria versprochen, den Jäger für die Gemeinheit zu bestrafen. Auge um Auge, Monika, Zahn um Zahn. Der Jäger stirbt. Und wer mich daran hindern will, der ist in meinen Augen genauso dreckig und gemein wie der Wengenrod, Franz. Toni, soll noch ein Mord geschehen? Ja, bist denn du ganz von Gott verlassen? Der Jäger versteckt sich hinter seine Paragraphen. Aber ich hol mir'n sie. Ich kauf mir'n. Das ist so gewiss wie das Amen im Vater unser. Toni, bist denn du wirklich so verbohrt und vernagelt, dass du das nicht begreifen willst? Der Sepp, der ist an seinem Tod genauso schuldig.
Mit der Wengenrot an seiner Tat. Du kannst doch nicht noch einen Mord begehen und die Sache noch dreckiger machen, als es schon Das ist. begreifst du nicht, weil es eine Männersache ist. Eine Männersache. Eine Neischufterei, sag ich. Und Maria ist auch dabei. Du bist jetzt stark und mischst dich da nicht ein. Ich tue es aber doch Wo möchtest du hin? mit der Maria reden. Das wirst bleiben lassen. Du hinderst mich nicht dran. Maria ist meine Freundin und ich werde jetzt mit ihr reden. Du gehst jetzt heim und wehe, du sagst der Maria ein Wort. Toni, ich hab Angst um dich. Um dich und Maria. Ihr zwei, ihr habt seinen Verstand verloren. Ihr stürzt da ins Unglück. Wie oft soll ich noch sagen, dass das gehen sollst? Ich bleib, ich weiß alles. Du bist hinter ihr her. Ein Gefallen willst dir da, dass du das kriegst. Dass du das da gefügig machst. Toni, was bist du noch für ein schlechter Kerl? Gut, ich geh. Zum Christian, ich sag ihm alles. Alles! Ja, geh zu, lauf ihm nach, aber lass dich nicht mehr blicken da herin. Was schreist du denn so? Die Monika hat mir da einen Zaublätter hergekriegt. Warum? Naja, sie hat rumspioniert und gehört, was wir geredet haben. Und jetzt will sie es dem Christian sagen. Am Christian? Ja und? So ist es doch. Wir darfst doch verehren für seinen Bruder. Ja, wenn das Gericht schon nicht imstande ist, den Jäger zu bestrafen, dann sind die Gericht sitzen. Ja, jeder wird's Maul halten, wenn er erfährt, wer den Wengenrot Sein Franz... Staat! Ich kann's nicht mehr hören. Maria, bist du jetzt auf einmal nicht mehr dafür? Ich kann's nicht mehr hören! So ist sie eh Mensch auskennen mit den Weibern. Was ist denn da los? Kein Mensch da. Kein Braun im Rohr, kein Kugelhupf, nix. Aber dicke Luft ist. Das kann man direkt greifen. Ja, was ist denn da? Wirtschaft? Ist denn da keiner? Na, Jesus, der Basti. Ja, grüß dich. Ja, komm doch einer. ja, Kim. Gott sei Dank, wenigstens der. Mein Lieber. Das Geht ist die also gut. Hälfte freilich. Ja. Grüß dich Gott, Herrlich. Grüß dich. No, dass man dich auch mal wieder sieht. Gell? Das freut mich gleich selber. Ja. Ja, sitzt du nur gleich hier. Ja. Magst du was zum Essen und zum Trinken, gell? Nein, aber morgen wär mir das mal gut. Grüß, Basti. Ja. Grüß gleich auf der Stelle. Hey, was ist denn los? Du bist ja, wie der feine Herr zu sagen pflegen tät, so aufgeschlossen zu mir. Was schnaufst du denn so? Ach, weißt, mir taugt's bald nimmer da am Hof. Geh? Seit der Sepp unter der Erde liegt, ist in dem Haus nimmer schön. Ach, ich fühl mich gar nimmer wohl, Basti. Ja, wie das? Vertragst du dich mit der Maria nimmer? Komisch ist geworden. Ganz anders wie früher. Ja, mei, sie hat's halt noch nicht verwunden, dass der Sepp tot ist. Das mag schon sein, Basti, und ich mein, das sieg ich doch auch ein, dass man sowas nicht über Nacht vergessen kann. Aber sich so in den Gedanken reinzufressen, dass es ohne den Sepp nicht mehr weitergehen soll, das finde ich, mit Verlaub gesagt, übertrieben. Ja, mei, der eine kommt halt schneller über sowas weg und der andere braucht länger, nicht? Und dann gibt's halt, die vergessen sowas nie. Das Allerschlimmste ist ja, dass nur noch auf das hört, was ja dieser Lump, dieser Bazi da einredet. Ja, du meinst den Toni? Genau den. Ja, der ist, der das Mädel immer wieder an den Sepp erinnert. Bei jeder Gelegenheit. Er war halt ein Sepp, sein bester Freund. Der Sepp, Gott sei seiner armen Seele gnädig, der war nicht viel besser, als wir sein Spätzi, der Toni. Ja, alle zwei waren's auf Plumperei aus. Bist nicht Stadtteres. Wenn die der Toni so reden hört. Dem habe ich meine Meinung schon gesagt. Aber schon wir. Ja, du, dann pass nur auf, dass er dich nicht rausschmeißt. Er hat nicht mehr zu sagen am Hof. Mir habe ein Mannsbild so dick gehabt für den. Aber mich magst schon, gell? Ja, Basti. Sehr.
Ganz viel sehr. Ja? Ja. Dann schenkst du mir jetzt ganz viel sehr Schnaps ein. So, Schlawiner, du. Basti? Hä? Bleibst du über Nacht bei mir? Also, Therese, ich hab dir schon 100-mal gesagt, dass ich bei uns bleib, wenn ich bleib. Ja, ich mein ja bei uns. Also gut, dann bleib ich bei euch. Prost. Ja. Prost, Basti. Lass das nur schmecken. Bei uns. Ah, du bist da. Ja, ich bin's, Maria, wenn's recht ist. Wo kommst du denn her? Von Größenau. Aha. Ja, von Größenau. Teres, geh in den Stall und schau nach, was er still macht. Toni ist im Stall. Da geh ich nicht raus. Dann suchst du in der Küche Arbeit. Ich hab mit dem Basti was drin. Was denn? Das weiß doch ich nicht. Bringst du eine Nachricht mit? Ja. Im Allgäu ist er. Kennst du den Ort? No? In Oberstaufen. Wie hast du das so schnell rausgebracht? Durch Zufall. Weißt du, jetzt mal, wenn ich in Größenau bin, dann diskutiere ich ein wenig mit dem Postler dort. Ja, und so haben wir es heute auch gemacht, heute Vormittag. Im Postamt, nicht? Und wie ich so mit dem Lenz diskutiere, da kommt auf einmal die Wengenrot rein. Die Mutter. Naja, weißt schon. Also, sie hat einen riesen Backel dabei gehabt. Wahrscheinlich Wäsche für ihren Sohn. Ich mache einen langen Hals und lies die Adresse. Oberstaufen im Allgäu. Der Franz Wengenroth ist in Oberstaufen. Wahrscheinlich ist er dort wieder am Forstamt angestellt. Beim Forstamt in Oberstaufen im Allgäu. Wir haben ihn also. Mir ist jetzt direkt ein bisschen Blimmeranzmut. Ja, was soll denn jetzt geschehen? Toni! Toni! Was ist Maria? Komm rein, stumm. Aber du brauchst ja ein stockschwarzes Gewitter zusammen über dem Jager. Er hat ihn. Wo ist er? In Oberstaufen im Allgäu. Es war also soweit, Maria. Wenn's du willst, kannst du heute noch fahren. Ja, gut. Dann nehme ich den Zug um 7:30. Ein bisschen einen größeren Koffer, da ich vielleicht brauche. Jetzt. Und zieh dich anständig an. Da. Für den mir. Na, Geld nehme ich für das keins. Aber einen Schnaps brauche ich jetzt. Maria. Es nimmt jetzt alles seinen vorbestimmten Lauf. Wir tun nichts Unrechts. Wir üben nur Gerechtigkeit aus. Hast du das verstanden, Maria? Ja, Toni. In dem alles, was kommt jetzt auf mich. Es geht in Ordnung. Heute auf die Nacht bin ich unterwegs. Herein! Grüß Gott. Ich bin der Vater des Franz Wengenroth. Eigentlich wollte meine Frau zu Ihnen kommen, aber ich bat sie, mich diesen Besuch machen zu lassen. Ich bin zu Ihnen gekommen, Fräulein Lechner. Bleiben Sie, Maria. Bitte. Ich wüsste nicht, was wir zwei miteinander zum Reden hätten.
Vor Ihnen steht ein vom Schicksal geprüfter Vater. Ich bin über die Tat meines Sohnes verzweifelt. Glauben Sie mir das, Maria? Schauen Sie mich an, Maria. Bitte. Ich hatte das Bedürfnis, zu Ihnen zu kommen. Was geschehen ist erschütternd. Ich kann es immer noch nicht begreifen. Ich stehe vor einem menschlichen Rätsel. Ich habe meinen Sohn als christlichen Menschen erzogen. Er hat mir nie irgendwelche charakterlichen Schwierigkeiten entgegengebracht. Er war ein Kind wie jedes andere, billig, gehorsam, kein Ausbund. Er hat nie irgendjemandem Leid zugefügt. Und plötzlich geschieht so etwas Furchtbares. Ein Mord war's! Ein Mord, ja. Ja, man kann es Mord nennen. Es gibt viele Arten des Mordes. Ich will sie hier nicht aufzählen. Ich will nur das aussprechen, was den Fall Sepp Angermayer vielleicht verständlicher machen könnte. Sparen Sie noch das. Herr Forstmeister! Mein Sohn Maria ist erst 20 Jahre alt. Kein ausgereifter Mann also, der klar und besonnen jene Tat einstehen und sie verantworten müsste. Mein Franz ist erst vor einem halben Jahr aus der Forstschule gekommen. Den Kopf voller Vorschriften und Berufsinteressen. Und man hat ihm eingehämmert, er müsse staatliches Eigentum schützen. Und man hat ihm dazu die Mittel und das Recht in die Hände gelegt. Und er hat beides angewandt. Zu unser aller Unglück. Pfui Teufel, Jäger! Mein Büchsen ist klar und der Todejäger ist kein Schand! Wir, Maria, meine Frau und ich, wir haben schwere Stunden hinter uns, glauben Sie mir das. Wäre ich dem Sepp begegnet, es wäre kein Blut geflossen. Es wäre alles viel menschlicher verlaufen. Mein ist die Rache, steht schon im Alten Testament. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und wer mein Freund erschießt, Herr Forstmeister, der hat ein Seil ihm verdoen. Und wer sind Sie? Ich? Ich bin ein Freund von dem Umbruchten, Herr Forstmeister. Und warum geben Sie sich dann keine Mühe, mich zu verstehen? Weißt du, Herr ist nicht mehr das Beste aus den Geschichten macht. Stopp, bist jetzt. Ich bitte, Toni, sei Staat. Geh heim, Jägervater, und sag deinem Bub mit Bloßheim sein Lebenslicht aus. Nicht geh, nicht so weggeh. Ja, denk an den Sepp. Mit 4 Kugeln im Leib ist er gestorben. Elendiglich eine ganze Nacht lang verreckt. Maria, dieser Mann ist der ärgste Feind meines Sohnes. Hören Sie nicht auf ihn. Raus, raus jetzt sonst! Leben Sie wohl, Maria. Vielleicht können wir ein andermal darüber reden. Ich wünsche es mir. Ich wünsche es mir von ganzem Herzen. Nicht nur meines Sohnes wegen. Jetzt hat er es aber mit der Angst durchgekriegt, hä? Der feine Herr Forstmeister. Du übertreibst, Toni. Hä? Ja, du übertreibst. Der Mo hat Schweres hinter sich. Genauso Schweres, wie ich hinter mir hab. Und du warst ungerecht zu ihm. Maria! Das schaut mir nicht so, es ist ja so. Ja. Und der Jäger? Was ist mit dem? Der entgeht seiner gerechten Strafe nicht. Grüß Gott beieinander. Was willst du, Christian? Was wird er schon wollen? Das Gleiche, was der Jammerlappen wollen hat, der gerade gegangen ist. Um Verzeihung bitten für den armen Jäger, der das Pech gehabt hat, einen Menschen umzubringen. Dein Bruder, um deinen Bruder ist gegangen, Christian. Der Oberförster, der wollte uns Honig ums Maul schmieren.
Und wenn ich nicht so was Ähnliches wie hinausgeschmissen hätte, dann waren jetzt da herin ein paar, die deinen Bruder für schuldig und den Jäger für unschuldig halten dann. Da drüber zu reden bin ich jetzt da, Toni. Fang an. Maria, die Moni war bei mir. Aha. Die Moni war bei mir und hat mir verraten, was du vorhast. Ist das dein Ernst? Willst du das Unglück noch vergrößern? Willst du einen zweiten Mord verüben lassen durch den da? Maria, red! Maria, du bist einem kein Red schuldig. Der steckt mit dem Jägerburm unter einer Decken. Maria, ich bitte dich, alles in der Welt, lass das nicht zu, du machst dich tot unglücklich. Denk an deine Eltern, bei denen jetzt auch mein Bruder liegt. Gut kannst du reden, Christian Angermeier. An dir ist wirklich ein Prediger verloren gegangen. Maria, merkst du denn nicht, wie viel Mühe mir gibt, dich auf dem rechten Weg zu halten? Maria, du weißt das doch, das ist dir bloß gut, Mann. Jetzt bist du aber stark, du Bierschall, halt nicht sonst. Los, Toni! Auf welcher Seite bist du? Auf der unseren oder auf der vom Jager? Ha? Steht da, wo's recht steht. Aha. Auf der Seite vom Jager also. Ah, du weißt also, wo's recht steht? Du hast das ja schon längst erkannt. Ein Dreck hab ich erkannt. Ein Dreck kümmert ich mich ums sogenannte Recht. Der Jäger gehört mir. Habt's gehört mir, Kerler, jawohl. Der Jäger stirbt. Halt zu, was ich euch sag. Ich, der Brucker Toni von Rottmoos, hab geschworen, dass der Jäger stirbt und ich halt meinen Schwur. Und wer einen Funken Ehrgefühl im Leib hat, der ruft mir jetzt zu. Jawohl, Brucker Toni, geh hin und schick den Mengenruf Franz da hin, wo hier den Sepp hingeschickt hat. Hey, Basti! Maria! Ja, jetzt sag's doch was! Ja, mach's doch euer Maul auf! Gib's auf, Toni. Stehst allein da mit deiner Meinung. Wo willst du hin? Gib mir den Weg frei. Wo du hin willst, möchte ich wissen. Ich gehe in mein Kammern auf, dann packe ich meinen Koffer und dann zum Bahnhof. Ich fahr ins Allgäu. Es klust mir ein bisschen nach Luftveränderung jetzt. Toni, du bleibst bei uns. Zum letzten Mal sage ich, da gib mir den Weg frei, sonst... Toni, ich zwing dich, dass du bei uns bleibst. Oh, jetzt wird's sogar noch spaßig. Er zwingt mich. Toni, wenn du das jetzt tust, was du dir vorgenommen hast, dann zeig ich dir an. Du falscher Hund, du falscher Hund! Du bist ja... Du! Christian! Wer hat denn der Stocher? Das ist ja nicht so. Oh, was kriegt er denn heute, Schins? Tee, lieber Basti. Was, ein Tee? So ein schlappriges Zeug. Bring ihm lieber ein Maß Bier. Er hat einen Tee verlangt, alles dann kriegt er den auch. Alles dann kriegt er den auch. Ja. Alles dreht sich bloß noch um den Herrn Christian. Ja, lieber, und ich bin da gar niemand mehr da. Demnächst lasse ich mich auch ein bisschen anstechen. Dass mir auch so gut geht wie dem Herrn Christian. Ja, lieber. Teres! Theresia! Herrschaft, Seiten, Basti! Was bläst denn wie ein verlaufene Gans? Weiß, war ist. Hab ich dir nicht schon 100-mal gesagt, du sollst stark sein? Weil wir kranken Patienten im Haus haben. Du, ich brauch auch meine Pflege, gell? Und wenn du die mir nicht angedeihen lässt, wie der feine Herr zu sagen pflegen tät, dann packe ich meinen Koffer und gebe da hausieren. So. Aber Bastilein! Was denn? Du müsstest du durch deine schönen, warmen Hausschuhe wieder ausziehen. Und raus ins feindliche Leben. Okay. Hast doch erst vorgestern gesagt, dass der bei mir so... Bei uns. Dass der bei uns so gut passt. Und dann hast du gesagt, dass das Hausieren satt hättest. Und dass doch nichts über einen geordneten Lebenswandel geht. Ja, Basti, hast du das jetzt gesagt oder hast du das jetzt nicht gesagt?
Ja, ich kann mich dunkel dran erinnern. Aber wie ich das gesagt hab, war da ein Schnaps gestanden. Jeden Tag 3, gell? Ja, die hast du heute schon gehabt. Morgen kriegst du wieder einen. Mei, wenn's nur schon morgen war. Bin ich froh, dass es an Christian wieder besser geht. Ja, und das Ganze ohne Doktor. Geh, so gescheit wie der Doktor bin ich auch. Du, meine Pflaster aus Dachsfett und Breitwegerichsaft, die flicken den Angestochenen wieder zusammen. Wir sind dir ja auch so dankbar für die Quacksalberei, Basti. Ja, du, wenn wir einen Doktor hätten kommen lassen müssen, war die ganze Geschichte wahrscheinlich an die große Glockenkind. Ja, und der Toni dazu. Der Malefizkerl, der Elendige. Ja, nur gut, dass der Messerstich nicht gefährlicher ausgefallen ist. Ja, mein lieber Früh hätte nicht gefällt, dann hätte sich der Christian zum Sepp dazulegen können. Das stimmt. Was macht er denn? Er schlaft. Und Maria? Die sitzt an seinem Bett und strickt. Sonst tut's nix. Basti. Ich mein, sonst tut's nix als wir stricken. Manchmal, da schaut's ihn auch an. Geh, sie schaut ihn an. Ja, du Moni. Du, ich glaub, da kommt ein Gewitter. Na, besser ist, du gehst halt nicht auf die Leuteralm auf zu dem Kerl. Lass ihn nur noch ein bisschen in seiner Angst, dass der Christian sterben kann. Je mehr der Toni schmort, desto eher kommt er wieder zu Verstand. Aber Therese, ich kann doch den Toni nicht Mutterseelen allein in der Almhütten sitzen lassen. Ich habe ihm versprochen, dass ich heute zu ihm raufkomme. Er wartet auf mich und außerdem ist ihm der Tabak ausgegangen. Kommt gar nicht in Frage. Heute gehst du mir nicht auf, verstanden? Ein Weder kommt. Du, in der Dunkelheit bringst du womöglich noch alle gemacht. Ah, Moni, hast du dem Toni wirklich nicht gesagt, dass es Christian schon besser geht? Kein Wort. Ich hab sogar gesagt, es ginge ihm so schlecht, dass wir bald dran denken, einen Pfarrer zu holen. Was, das hast du gesagt? Gerade so, Basti. Also, das ist ja die reinste Tierquälerei. Na. Ganz recht, so Moni. Hat's ihm nur schön ein, dem Kerl. So klar muss er werden. So klar. Aha. Was aha? Ja, mich möchtest du auch so klar haben, gell? Na, Basti. So wie es bist, kannst du schon bleiben. Stellt euch einmal nebeneinander hin. Hä? Zu was soll denn das gut sein? Ja, ich will halt was schauen. Jetzt stellt euch halt schon mal nebeneinander. Nieder so, Basti. Jetzt musst du deinen Arm unter dem von der Therese reinschirmen. Ja. Ja. Was soll denn das heißen? Ja, ihr seid ein wunderschönes Paar. Siehst, was ich immer sag. Halt. Bis jetzt bin ich immer mein eigener Herr gewesen, wie der feine Herr zu sagen pflegen tät. Und der möchte ja bleiben. Oha. Ganz ein ausgeschäumter Kerl bist, dass ich dir nur sag. Meinst vielleicht, ich hab das Essen nur sonst hinten und vorne reingesteckt, ja? Basti. Verstehst du wirklich nicht, was die Therese will, ha? Sakra, jetzt kreisen sie mir ein, wie der Wildsau die abgeschossen werden soll. Mag aber nicht heiraten. Außerdem habe ich ein Gelübde abgelegt. Ja, und ein Gelübde muss man nämlich einhalten. Ach, geh. Das mit dem Gelübde, das ist doch ein Käse. Eine Ausrede ist von dir. Seit Jahr und Tag kommst her und lass dich von der Therese rausfordern. Im Winter, da magst du schon warm hocken, gell? Aber sobald es früher kommt, bist du wieder dahin und treibst im Land rum. Sag, Basti, ist das ein Leben, ha? Na ja, war es schon. Na, wenn du es noch gerade einsiehst. Ich sieh's ja ein. Ja, dann heirat mich doch endlich, du Hirsch. Basti, wirst das bestimmt nicht bereuen. Oh, ich schwitz wie in der Hölle. Ich sehe kein Tier nimmer. Jetzt haben sie mich da, wo sie mich haben wollen, die Malefiz-Weiber. Also gut, ich heirate die Therese. Basti! Aber erst wenn der Brucker Toni der Wilderei ein für alle Mal abschwört.
und jetzt geh in die Küche raus. Ja, die Fenster zumachen, nicht, dass wir ins Bier reinrennen, gell? So ein auskochter Bazi, so ein auskochter. Geh, sowas schwört doch der Toni nie ab. Das weiß der Bazi, der Schlechte, ganz genau. Wieder kommt Moni. Der Basti soll schauen, dass alle Fenster und Türen zu sind. Er ist gerade dabei. Was ist? Schlaft er? Ja, ganz fest. Ich denke, wir brauchen jetzt keine Angst mehr haben. Er ist überm Berg. Gott sei Dank. Mich freut's, Maria, dass du genau wie der Christian überm Berg bist. Nur ich tapp halt allerweil nur im Dunkeln rum und find meinen Weg nicht mehr. Gehst halt wieder zum Toni. Ich kann nicht weit. Bei dem weder. Er wird's einsehen. Gehst halt morgen? Schau, Moni, es wiederholt sich alles im Leben. Meistens aber nur schlechte, Maria. Schau, vor 2 Jahren, da war's fast so wie heute. Der Toni ist krank da gelegen und ich bin bei ihm gesessen und hab ihn gepflegt. Und jetzt muss ich's wieder tun. Bloß auf eine andere Weise. Maria, darf er wieder zu dir kommen? Wer einen Frieden bringt, darf jederzeit kommen. Er wird nur dann kommen, wenn er ihn bringt. Toni, du? Ja, ich, Maria. Wie geht's um Christian? Komm rein. Wo sind denn die anderen? In der Küche. Sag, Maria, wie steht's um den Christian? Schlimm? Der Herrgott hat noch einmal ein Eisen gehabt. Er hat's nicht zulassen wollen, dass noch ein Mensch stirbt. Der Christian? Es geht ihm besser. Oh, Maria. Du weißt nicht, was das für mich bedeutet. Du weißt nicht, was ich die letzten Tage mitgemacht hab. Jetzt weiß ich, wie es dem Franz Wengenroth zumut ist. Das ist die Hölle auf Erden, das brennt da drin wie ein Feuer und man kommt auf den Gedanken, sich selbst wegzuschaffen, weil man es nicht mehr aushält. Vor lauter Angst, Gewissensqual und Reue. Ich versteh's, Toni. Nein, Maria, das hätte nicht so weit kommen dürfen. Ich weiß nicht, was in mir gefahren ist. Ich bin narrisch gewesen. Wie kann man einen Menschen niederstechen, der nichts da hat? Es ist ja nur einmal gut ausgegangen. Zieht daraus die Lehre, dass sich der Mensch nicht so weit vergessen darf, dass er sich an einen anderen Menschen vergreift. Mit dem Messer in der Hand. Oder mit einem Gewehr. Wie der Franz Wengenroth. Nein, Maria. Ich bin kuriert. Das, was ich die letzten Tage mitgemacht hab, das wird der Wengenroth Franz sein ganzes Leben lang mitmachen müssen. Das habe ich gesehen und das hat mich auch wieder zur Vernunft kommen lassen. Ich freue mich, Toni. Aber jetzt müssen wir stark sein, weil er schlaft. Maria, ist er wirklich überm Berg? Er hat's überwunden. Die ersten Tage waren schlimm mit ihm. Wir haben schon gedacht, der Doktor müsste her. Aber nachher hat der Basti mit seinen Trankerl und seinen Pechpflasterl angefangen und dem Christian ist besser gegangen von Tag zu Tag. Der Basti, der alte Hallodri, der... Ich möchte ihm die Hand drücken. Bei der Teres ist er drin. Die lässt nimmer aus. Sie hat schon recht. Sie soll ihn nur festhalten. Wird Moni die, gell? Ja, Maria. Wird Moni mich. Du, Toni, die Monika, die hat viel für uns, für die da. Weißt du das? Ich weiß, Maria, und das möchte ich jetzt auch sagen. Tu es. Es ist ja alles gut, Toni. Ja, alles ist gut. Hast du mit der Maria schon geredet? Und bist mit dir selber ins Reine gekommen? Und das andere? Das Wildern?
Du lässt das sein. Ich schwör das, Monika, bei meiner Seite. Ich bin verloren. Basti, mir gehörst. Der feine Herr hat jetzt sagen, es ist nichts mehr zu mindern. Komm, Toni. Wohin denn? Ja, zum Christian. Na halt, warte mal, ihr müsst ihm was ausrichten. Was denn? Dass sich der Herr Sebastian Scheuchelreiter und die Jungfrau Theresia Gundelfinger als Verlobte empfehlen. Basti! Teres. Wir gratulieren! Wir danken. Mein Lieber. Jetzt geht für mich der Ernst des Lebens an, wie der feine Herr zu sagen pflegen tät.